und herzlich willkommen back zu der FS 2022 Co-op Season. Wir haben letztes Rennen Monaco gefahren. Wir sagen nicht dazu. Wir werden das Rennen Baku fahren, im Kassel sein absolutes Lieblingsrennen. Ich freue mich wie immer. Und wenn wir da mal schnell bei R&D schauen, ich habe relativ viel in Development respektive. Das letzte Package ist leider fehlgeschlagen, wie es jetzt anders sein. Aber ich tue mich da wirklich wieder auf Chassis und Powertrain fokussieren. Jetzt haben wir da Montag, 20. Juni, das reicht nicht mehr vor Aserbaidschan. Aber mal gucken, wo uns das hinbringt. Wie sieht es bei dir so aus? Bei mir sieht es eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen. Also ich habe relativ viele Sachen in Entwicklung, Aerodynamik, Chassis, Antrieb und Strapazierfähigkeit. Also alle 4 Abteilungen sind hier am Werkeln, aber es ist nicht rausgekommen. By the way, du hast nicht synchronisiert vor der Aufnahme, darum wird ich richtig viel Spass haben beim Synchronisieren nachher. Nein, ist schon gut. Und ja, mal schauen, es sollte eigentlich alles nach dem Baku Grand Prix kommen, 13. Juni, 16. Juni und 21. Juni. Ja, mal schauen. Mal schauen. Das nächste Rennen ist dann nachher in Kanada, aber wie gesagt, Baku ist nicht meine Strecke. Ja. Sind wir noch mal gespannt. Ich glaube, es kommt gut. Nein. Let's go. Let's go! Die Sonne scheint und der Kassel strahlt vor Glück, weil wir jetzt gerade sein Lieblingsrennen werden fahren. Wir sind angekommen im Qualifying. Was soll ich sagen? Das Training ist eigentlich für mich ziemlich gut gelaufen. Ich bin einfach anscheinend mit einem langsamen Setup unterwegs, aber ich fühle mich wenigstens wohl. Und der Casilino hat am besten erklärt sauber. Also ziemlich einfach erklärt, ich habe einen Bug. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ja. Nein, ich bin eigentlich sehr nahe an der Wand, aber ich war wirklich so nahe, dass ich sie gar nicht berührt habe und ich einfach das Rad verloren. Es hat nicht mal einen Sound gegeben oder so, dass ich angeschlagen habe oder so. Es ist mir einfach abgekehrt. Und ja, dann bin ich halt natürlich weg gewesen, oder? Dann ist nichts mehr gegangen. Und jetzt habe ich eigentlich keine Practice gehabt. Also wirklich gar nicht. Und jetzt kommt das Rennen, das Qualifying ist und nachher das Rennen. Und ja, wir schauen mal, wie das so wird da. Nicht schlecht. Mhm. Das heisst, nächste Runde gehe ich volles Risiko. Okay, well, Nein! Okay. Ha, P4! Let's go, Alter! Let's go! It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Shepard, and Sir Lewis Hamilton, and Sainz, Tsunoda, Fernando Alonso, Russell, and Esteban Ocon, Norris, Bottas, Kevin Magnussen, and Ricciardo, Vettel, Mick Schumacher, Lance Stroll, and Alex Albon, Joe, and Real Deal. Which of these talented drivers will come out on top today? I'm joined again. Ja. Sir Lewis Hamilton, hä? Sogar extra betont im Game inne. Ich sollte mich vielleicht noch entmuten. Ja, das wäre noch etwas. Der Sir Lewis Hamilton. Mhm. Ich habe wieder mal ein verpacktes Intro gehabt, respektive ich habe eigentlich Dings übersprungen. Ich habe nur mal den letzten Scheiß los und der hat irgendwie alles kombiniert, bis es einfach aufgehört hat. Purple hat. Super Park, mate. Ich bin immer noch am Herfahren. Wird alles kalt bei mir. Ich wünsche dir ganz viel Glück und hoffentlich noch Frontwing dran. Ja, Purple. Das ist das Ding. Oh. Ein guter Start gehabt, Innenbahn, wie immer, schlechte Idee, aber egal, ich war vorsichtig. Ich hätte einen guten Start gehabt, aber Perez hat mich richtig abgeschnitten. Ich nichts machen. Ui, mein Gott! Zum Glück habe ich Frontflügel noch dran.
So ein Leclerc hat mal Lacker, ey. fette Führung. Ich bin 17. von meinem Teammate. Bremst doch mal langsamer, Perez. Früher. Aber ich habe das Gefühl, ich habe Kollege! ein bisschen viel Frontwing drauf. Oh, die fahren ein bisschen langsam da. Oh, 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 super. Albon treibt mich. Albon macht meinen Unterboden kaputt. Perfekt. Ja, mein Unterboden ist schon ein bisschen angefressen. Und Hey, Frontwing Damage habe die ich auch. ganze Kurve, was soll das? Also ich habe Frontwing Damage und Unterbodenschaden dank meinem Teamkollegen, der einfach nicht zurücksteckt. Alter, what? Meine Reifen in der 24% schon? Was? Vom Spinnen oder was? Keine Ahnung. Ich bin in die Wand rein. Jalla. Lol. Resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have Ah, managed to clear it up in VSC. time, and there are so far no plans for a safe Noch ein Aber bisschen früh spät, hä? Ja. Okay, slow down. Track is clear. Green flag. Fuck, richtig im Nachteil jetzt. Scheiße. Hä? Das ist überhaupt der links. Rammt er Push in mich? die Wand rein. We're approaching the Das wird pit überlegt. window, and you're going to be on mediums. Oh. Ui. Ich glaube, der Carlos hinter dran wird auch vorbei. Das ist mir egal. Carlos! Oh. Hoffen wir, dass das die richtige Entscheidung war. Bin noch nicht so überzeugt. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Look after these tyres now. You want to finish the race on this compound. Los, Sainz! Er hat mich zwar überholt, aber er ist nicht sehr weit vor mir. Auf den Norris abgestellt, habe ich das Gefühl. Und das nimmt mich Wunder, wie der Dings startet mit dem McLaren. Hey, wieder Punkte gehabt, nicht schlecht, hä? D6, und was für Punkte? Gut, aber ist natürlich halt Baku. Kevin Magnussen? Das geht schon wieder durch. Weißt du, wie der Chassis, der scheiß Motor bringt es wieder durch, aber das recht Chassis wieder nicht. Hey, die sind so verf***te Söhne, Alter. Das ist so schlimm. Ich find's Allen Kunden, Mann. Allen Kunden. Ey. Ohne Witz. frisch los geht's. Ja, jetzt habe ich keine Frisch Ressourcenpunkte mehr, um das zu machen. Fick doch das Game, Alter. Ich gehe zu Alpine im Sommer. Im Sommer, also machst du gut. Dann können wir wieder gegeneinander fahren. Ja, wirklich. Es ist eine Katastrophe. Ich kann keine Updates durchbringen. Es ist so schlimm. Motor kommt durch. Motor brauche ich kein Update. Motor ist schon gut. Bullshit. Ja, also das wäre es mit dem Aufreger und mit der Episode von F1 2022 in der Co-op-Season. Und ja, das nächste Rennen ist in Kanada. Das ist dann wiederum eine Strecke, die mir eigentlich immer gut gelegen ist. Also vor allem mit den vorherigen Games. Keine Ahnung, wie es in diesem Jahr wird sein mit den neuen Fahrzeugtypen. Wir werden das sehen in der nächsten Episode. Sind auch gerne dann wieder dabei. Vergesst nicht vergesst nicht den Kanal abonnieren, weil es noch nicht gemacht hat. Das Video teilen, was sage ich so, das Video bewerten. Alter, da habe ich voll den Wurm drin, ist urschlimm. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, merkt es. Aber ja, das wär's gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!